Eigentlich hatten die USA den anderen NATO-Staaten Beistand versprochen, und zwar bedingungslos. Doch Donald Trump macht damit Schluss. Und im Ukraine-Krieg macht er das Opfer zum Täter. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Wegen des eigentlichen Täters sieht sich Europa unter Zugzwang. If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war. It is about damn time. Whatever it takes. Aber haben wir das nicht schon 1000-mal gehört und 1000-mal ist nichts passiert? Willkommen bei #SFGlobal aus Rota im Süden von Spanien. Von einer Militärbasis, die die USA und Spanien gemeinsam betreiben. Amerikaner und Europäer Seite an Seite in der NATO. Ce qui est sûr, c'est qu'ici à l'OTAN, on s'entraîne à être en mesure de dissuader tout adversaire potentiel et, si nécessaire, d'être en mesure de défendre l'espace euro-atlantique, c'est-à-dire 1 milliard d'habitants. Voilà, les missions sont très claires, c'est une relation défensive, mais quand on parle de défense, on doit être capable de dissuader. Et pour ça, il faut s'entraîner. Et s'entraîner très dur, c'est ce qu'on fait actuellement ici en Espagne. Doch genau diese Allianz steht in Frage. Und für Europa steht ziemlich viel auf dem Spiel. Denn nicht wenige fürchten, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, nach der Ukraine auf noch andere europäische Länder angreifen könnte. Weil er von den USA, der mächtigsten aller Militärmächte, wenig zu befürchten hätte. It's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense. 450 million European Union citizens should not have to depend on 340 million Americans to defend ourselves against 140 million Russians. It's time for us to take responsibility for the defense of Europe. Hier auf dem Atlantik stellt die NATO ihre militärische Stärke zur Schau und ihren Zusammenhalt. Soldatinnen und Soldaten aus unterschiedlichen Ländern trainieren gemeinsam. Es ist Tag 5 eines zweiwöchigen NATO-Manövers. Geübt wird der Kampf vom Meer aus gegen feindliche Einheiten an einem Strand. Die NATO will herausfinden, was funktioniert und wo es Verbesserungsbedarf gibt. Militärische Qualitätskontrolle. Auf den ersten Blick sieht alles eindrücklich aus. Zum zweiten Blick etwas später. Die Diskussion darüber, dass Europa mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen muss, hat eigentlich schon seit mindestens 10 Jahren, wenn nicht länger, angefangen. Präsidenten von Barack Obama zu George W. Bush haben gefordert, dass Europa das tut. Europe for too long relied upon the United States for its defense and security. Of course, it's not normal in international relations that a power 3,000 miles away across the Atlantic would forever guarantee the security and defense of another group of countries, which is not its own sovereign national territory. Donald Trump, ripped the Band-Aid off of the wound, and we are now really seeing, the reality that Europe does need to wake up. Eine Bemerkung vorweg. Wenn wir in dieser Folge von Europa sprechen, meinen wir die Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten und die 30 NATO-Staaten, die ganz oder teilweise in Europa liegen. Ein Europa, das viele in Gefahr sehen, in Kriegsgefahr. Darum geht es im ersten Teil dieser Folge von #SFGlobal. Und diese Kriegsgefahr führt uns dann im zweiten Teil zur Frage, ob Europa auf eigenen Füßen stehen kann, militärisch, sicherheitspolitisch, ohne die Stütze der USA. Auf eigenen Füßen mit eigenen Atomwaffen, das ist Thema im dritten Teil dieser Folge. Und dann, schließlich im vierten Teil, geht es um die Zukunft der NATO. Aber der Reihe nach.
Unfortunately, Europe has a neighbor called Russia, which has invaded Ukraine twice and which has almost destroyed Ukraine. And that neighbor has also interfered in Georgia, Moldova, has stationed forces in Belarus and the rest, and not just invaded a democratic European country in a totally unprovoked way, but also launched regularly, sabotage attacks, disinformation campaigns, cyber attacks. In my country, the United Kingdom, the Russians have used nerve agents against civilians, which could have killed thousands of people. Die polnische Regierung vermutet Russland hinter einem Großbrand 2024 in einem Einkaufszentrum in der Hauptstadt Warschau. Und westliche Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass Russland verantwortlich ist für einen Brand 2024 in einer Fabrik bei Berlin, welche die ukrainische Luftabwehr beliefert. Ebenso 2024 für einen Anschlagsplan gegen den Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Es mehren sich die Meldungen über Unterseekabel, die durchgeschnitten wurden. Ebenso über Cyberangriffe gegen die Verkehrsinfrastruktur im Nordosten Europas, zum Beispiel indem GPS-Signale gestört werden. Laut einer großen Umfrage in den USA, in Russland und in 12 anderen europäischen Ländern halten mittlerweile 60% der Menschen einen Krieg zwischen Russland und Europa für möglich. Nul ne sait dire ce qui adviendra dans les mois, les années qui viennent. Ce que je veux, c'est que nous soyons prêts. Ce que je veux, c'est que nous soyons protégés. The problem with defense expenditure and investment is when you need it, it's too late. Dlatego czeka nas bardzo poważny wyścig i to jest wyścig o bezpieczeństwo, nie wyścig do wojny. I am optimistic that Putin will not, but I don't think we can let our guard down. But I do believe it would be a very dumb mistake on the Russians' part to invade a NATO member. Sollte Moskau jedoch zu der Überzeugung kommen, dass die amerikanische Sicherheitsgarantie nicht mehr gilt und dass die Freundschaft zwischen Donald Trump und Wladimir Putin mehr wiegt für die Amerikaner, dann ist es aus russischer Sicht der nächste strategische Schritt, dies zu testen. Das würde bedeuten, dass man zum Beispiel den Grenzkonflikt mit dem Baltikum zu provozieren. Das muss noch nicht mal eine volle Invasion des Baltikums sein. Wenn daraufhin die europäische und die amerikanische Reaktion schwach ist, dann ist das im Endeffekt das Ende der NATO. Wenn Sie übrigens mehr über die Geschichte der NATO erfahren wollen, auch über die umstrittene Osterweiterung, empfehle ich Ihnen unsere Folge dazu. Jetzt aber weiter mit der Frage, ob sich Europa überhaupt emanzipieren kann. Ce qui est important, c'est d'être en mesure de travailler ensemble, être efficace, comme un rameur. Si tout le monde rame en même temps, on est beaucoup plus puissant que si chacun rame à sa vitesse. Zusammen trainieren, Stärke demonstrieren, für Abschreckung sorgen. Die Journalistinnen und Journalisten, die an das Manöver in Spanien eingeladen sind, beeindruckt die NATO indes nur teilweise. Vieles ist schlecht organisiert. And you can trust me, US Navy is supporting us. Eigentlich unglaublich. Die Kamerateams werden nie kontrolliert. Auch nicht, bevor sie aufs Führungsschiff der spanischen Marine geflogen werden. Weder werden Personalien geprüft, noch Taschen durchsucht. Auf dem Schiff keine Aufsicht. Es scheint niemanden zu stören, dass Kamerateams überall filmen, sich bisweilen verlaufen. Autorizo instrucciones, federación 5 nudos.
Mit an Bord ein spanischer Admiral und weiteres Spitzenpersonal der NATO, aus der Türkei zum Beispiel und aus Frankreich. Und als die Kamerateams zurück an Land gebracht werden sollen, fehlt es an Helikoptern. Und niemand kann sagen, warum. Spätestens seit dem Eklat zwischen dem amerikanischen und dem ukrainischen Präsidenten, zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky, versucht Europa Einigkeit zu demonstrieren. This is a moment for Europe and we are ready to step up. Wir sind verteidigungsfähig und wir sind auch jetzt in vollem Umfang verteidigungsbereit. Es wird an keiner Stelle mehr an den finanziellen Mitteln fehlen, um die Freiheit, den Frieden auf unserem Kontinent zu verteidigen. Reden wir an der Stelle mal ein bisschen über Zahlen. Fangen wir mit dem Personal an. Zurzeit sind etwa 100.000 Soldatinnen und Soldaten aus den USA in Europa. Würde Russland angreifen, schicken die USA zusätzlich 200.000 Soldatinnen und Soldaten. Das zumindest wäre der Plan. Warum sollten die USA Chicago aufgeben für Berlin in einem nuklearen Austausch? Und die Idee der Europäer war immer, gut, die Amerikaner sollen ihre Soldaten in Europa stationieren, damit diese im Zweifelsfall mit attackiert werden und damit die USA mit hineingezogen werden. Das war immer eine Idee aus europäischer Sicht, ihnen Sicherheit zu geben, nicht nur durch die Präsenz der Soldaten, sondern eben auch, weil damit klar ist, die USA würden auf der Seite der Europa stehen und würden Berlin nicht fallen lassen, weil sie Chicago schonen wollen. Neben dem Personal gibt es das Gerät. Und egal ob mit Flugzeugen oder Satelliten, überall sind die USA europaweit voraus. Und sowieso ist ein Großteil der Rüstungsgüter made in USA. So we want to spend more together, we want to spend better and we want to spend more European. So we've got defence industries which are recreating their production lines and investing in new people and new supplies, chemicals, raw materials to produce faster. And we've got big banks and venture capital and big pension funds which are changing their criteria to see defence as a good investment. I mean, if you want to go onto the financial markets at the moment, which is a risky business, right? But the best place today to put your money is in European defence companies. President Trump is definitely a very deal-focused president. And really does look at everything with a business lens. And, you know, if Europe can make that case that this is a good deal, you know, their European allies are wanting to buy U.S. items, that I think deals will still be made. I'm not convinced that Europe can scale its own arms production as quickly as is needed. Personal, Gerät, Organisation, all das ist natürlich wichtig. Aber letztlich wenig wert ohne Informationen, Satellitenbilder, Geheimdienste. Das muss die Ukraine schmerzhaft erfahren, als sie eine Zeit lang keine Geheimdienstinformationen aus den USA mehr erhält. Es muss identifiziert werden, wo sind die Lücken, wo müssen die geschlossen werden, wo gibt es Duplizierungen, die man vielleicht nicht mehr braucht. Und das erfordert eine Koordination in einem Bereich, der extrem sensibel ist. Die nationale Sicherheit, ein Kernbereich, den sich EU-Mitgliedstaaten bewahrt haben als ihr eigenes Hoheitsgebiet, wo sie nur innerhalb der NATO kooperiert haben. Das wird extrem schwierig, wenn es eben die NATO-Strukturen und die US-Führung nicht mehr gibt. Dabei sind die schieren Zahlen gar nicht so schlecht. Die EU-Staaten plus Großbritannien haben zusammen 1,5 Millionen aktive Soldatinnen und Soldaten. Zusammengenommen unter einem Kommando wäre das vermutlich die zweitstärkste Armee der Welt. Eine Europa-Armee statt eine Handvoll nationale Armeen. Die Idee gibt es seit Jahrzehnten. Ende der 1990er Jahre zum Beispiel wollen Frankreich und Großbritannien eine EU-Truppe mit 60.000 Mann aufstellen. Doch dieser Plan scheitert, wie ähnliche Pläne zuvor. Und sowieso ist ja Großbritannien gar nicht mehr Mitglied der EU.
Das wahre Problem ist nicht militärisch, sondern politisch. Wer Armee sagt, sagt Oberkommando. Und das liegt bei einer Regierungschefin oder einem Staatschef. Aber die EU ist kein Staat, sondern bloß ein Staatenverbund. Eine EU-Armee ist es vielleicht eines der unrealistischsten Szenarien, weil zum einen Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist und man ohne Großbritannien keine militärische Verteidigung in Europa aufstellen kann. Zum anderen suggeriert eine EU-Armee ja, dass es eine Instanz gibt, die Kontrolle über eine EU-Armee hat und im Zweifelsfall die Befehle gibt. Und es ist völlig unklar, wer diese eine Instanz wäre, weil wir eben keinen europäischen Staat haben. Eine EU-Armee wird es also höchstwahrscheinlich nicht geben. Bloß wollen alle ein bisschen enger zusammenarbeiten und mehr ausgeben. Bloß wofür? So you're going to have to invest a lot in air defense. Secondly, drones. Millions upon millions of drones. Where the Europeans have that big dependency is in what military people call strategic enablers, intelligence, reconnaissance, information, data processing, command and control, ballistic and air defense capabilities. And of course, the lesson of Ukraine, like World War I, is that you use up a lot of shells, 10,000 shells a day. So you need to go back to mass production of armaments to be able to sustain that kind of use rate, attrition rate, which is characteristic of high intensity military operations. So you're going to have defense industries producing at much, much higher volume more cheaply than what we've been used to in Europe. In der NATO gibt es ein Ausgabenziel. 2% der Wirtschaftskraft soll jedes Mitglied für die Verteidigung ausgeben. Und obwohl dieses Ziel noch nicht ganz alle erreichen, will jetzt Trump noch viel mehr, nämlich sage und schreibe 5%. Übrigens will ja auch die Schweiz viel mehr Geld ausgeben für ihre Armee. Und zur Frage, ob die Schweiz enger mit der NATO zusammenarbeiten soll oder eben gerade nicht, gehen die Meinungen bekanntlich sehr weit auseinander. Da interessiert uns auch Ihre Meinung. Diskutieren Sie mit einer E-Mail mit oder noch besser online unter Verwendung dieses QR-Codes morgen Mittag, 11. April, bei der Denkfabrik Voraus. Mit mir und vielen anderen. I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. Ironclad commitments are called into question. Notre dissuasion nucléaire nous protège. Seit Jahrzehnten zählt Europa auf den nuklearen Schutzschirm der USA. Darauf, dass die USA in letzter Konsequenz zur Verteidigung der Verbündeten auch ihre Atomwaffen einsetzen würden. Zumal ein kleiner Teil davon in Europa stationiert ist, als Abschreckung. The United States and Russia are way ahead of Europe when it comes to nuclear deterrence. If the US were to pull out, our nuclear weapons and no longer provide for Europe, I think it would be a very sad day. We have a lot of rhetoric in Washington, but today, Wednesday, the American nuclear weapons are there. Deterrence is functioning. Putin has not invaded a NATO member state, and I don't think he would. And if you're the Russians, you can't say for certain that America would not use the nuclear weapon. If I were Putin, I would certainly not take that risk. Was uns zur Frage führt, ob Europa zwischen den USA und Russland einen eigenen nuklearen Schutzschirm errichten könnte. Im Kalten Krieg zwischen den USA und Russland bzw. der Sowjetunion gibt es das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens. Jeder weiß, wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. The expenditure of billions of dollars every year on weapons acquired for the purpose of making sure we never need them is essential to the keeping of peace. Eben dieses Gleichgewicht des Schreckens aus kalten Kriegszeiten, dass es eben genug Nuklearwaffen gibt, um das zu ermöglichen und einen praktisch endlosen Austausch der Apokalypse zu ermöglichen. So brutal wie das klingt, spielt das tatsächlich eine Rolle, wer wie viele Nuklearwaffen hat. Die totale Zerstörungskraft soll den Frieden sichern, weil jeder Krieg zum Atomkrieg werden kann. Heute gibt es 9 Atommächte, wobei Russland und die USA alle anderen überragen. It's
by modernizing as well as expanding in a limited way, you can convey the intent to still deter an opponent. You don't need everything that Russia has or the United States has. You just need a sufficient minimum to be credible. I think Europe will need to have a very serious conversation about reconsidering if France and UK are really sufficient to address this issue. Die numerische Diskrepanz zwischen dem, was Großbritannien und Frankreich haben, auch vom Typ der Nuklearwaffen her, niemals den gleichen Schutz für die Europäer geben kann, den die USA für die Europäer geben können. Schätzungsweise 600 Atomsprengköpfe sind in Europa stationiert. Die französischen können von U-Booten aus mit Raketen fast 10.000 Kilometer weit ins Ziel gebracht werden oder von Flugzeugen aus mit Marschflugkörpern an einen beliebigen Ort. Großbritannien kann Atomwaffen nur von U-Booten aus einsetzen. Die Atombomben der USA sind stationiert in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Italien, der Türkei. Wie diese Atombomben ganz konkret eingesetzt würden, unterliegt der Geheimhaltung. Aber aus zahllosen Berichten und Quellen lässt sich ein Bild machen. Zum Beispiel Deutschland. Die Atombomben dort gehören den USA, die Bombenflugzeuge aber Deutschland. Für einen Einsatz bräuchte es vermutlich das Okay sowohl des amerikanischen Präsidenten als auch des deutschen Kanzlers. Auch Großbritannien ist mit seinen Atomwaffen abhängig von den USA. Zwar entscheidet der Premierminister alleine über den Abschuss, aber um die Wartung und Modernisierung kümmern sich die USA. Donald Trump hat also ein Wort mitzureden. Frankreich ist hingegen komplett autonom. Und 59% der Französinnen und Franzosen wären bereit, ihren nuklearen Schutzschirm auch über den Rest Europas zu spannen. In the past, the French nuclear deterrent has been for the defense of France, to create a sanctuary in France. That's the case. And of course, the decision to use those weapons is with the president of France. He doesn't give that decision to the European Commission or the European Council. So there would have to be a doctrinal change. But what is at least interesting is that Macron, without taking decisions immediately, has offered Germany, Poland, other countries a dialogue on ways that it could be done. He's looking at the issue. Am Schluss dreht sich alles um die Frage, wer befiehlt. Und weil es beim Einsatz von Atomwaffen um Minuten geht, muss das ein einziger Mensch sein oder eine kleine Gruppe von Menschen. In Frankreich Präsident Emmanuel Macron. Unwahrscheinlich, dass Frankreich jemals die Befehlsgewalt in ausländische Hände geben würde. Und es ist zumindest fraglich, ob Frankreich wirklich eine atomare Schutzmacht für andere sein will und damit die USA ersetzen. Es gäbe aber natürlich noch andere Ansätze. Zum Beispiel to create a kind of free-for-all of nuclear proliferation, where if your neighbor has a nuclear weapon, you have to have one as well. Wenn die Amerikaner sich nicht nur aus Europa zurückziehen, sondern auch aus dem Indopazifik zurückziehen, dass zum Beispiel die Südkoreaner oder auch Japan über eine nukleare Wiederbewaffnung nachdenken. Und das könnte dann natürlich auch solche Debatten in Europa stärken. Frankreich möchte kein Deutschland sehen, was nuklear bewaffnet ist in der Zukunft. Vielleicht wird es also in Europa irgendwann viele weitere Atommächte geben. Den Anfang könnte zum Beispiel Polen machen. Natomiast musimy mieć świadomość, że Polska musi sięgać po najnowocześniejsze możliwości, związane także z bronią nuklearną i nowoczesną bronią niekonwencjonalną. Creating nuclear weapons is a big thing. You need a big infrastructure. It's not just a weapon. You have to build aircraft. You have to build submarines. The submarines cost a lot more than the missiles, believe me. You need a high degree of technology. You need a lot of safety. That big infrastructure would cost anybody a considerable sum of money. So nuclear weapons are very expensive. For example, in France, the UK, they're 20% of the defense budget. So if you have every European country spending 20% of its defense budget on nuclear weapons, you're not going to have many soldiers or tanks or aircraft to defend NATO. So I think having the conversations is a healthy thing. I think it does help promote, deterrence. And as I said, continue to make sure that our nuclear warheads are
still functional and we're keeping up to date. Für die USA geht es also auch um die Frage, ob sie weiter viel Geld für ihre Atomwaffen in Europa ausgeben oder ob sie stattdessen in Kauf nehmen, dass neue Atommächte entstehen. Naja, tatsächlich ist seine Administration offener gegenüber freundlicher Proliferation, wie das genannt wird, als es vorherige Administrationen waren, weil in ihrer Logik die Idee ist, gut, jedes Land muss für seine eigene Sicherheit sorgen. Warum sollen wir für die Sicherheit anderer Länder sorgen? Und wir sind am Ende sowieso die führende Nuklearmacht. Nur Russland kann den USA das Wasser reichen. Schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump gilt die NATO als gefährdet. Doch die Aufrüstung, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, auch die Erweiterung um neue Mitglieder macht das Bündnis sogar noch stärker. Was aber natürlich nicht heißt, dass auch die zweite Amtszeit von Donald Trump der NATO guttun wird. So for the time being, yes, we Europeans are much more alone in the world. It's not a nice situation to be in, but we have to find the best way of protecting ourselves and our model until, like the weather, after several days of snow, the sun comes back out and we're in more favorable times. But we don't know how long this period of bad geopolitical weather is going to last. And so getting through it, keeping our values, keeping our welfare economies, keeping the EU, keeping that model that's worked well for us as intact as we can. That's the challenge for this generation of European leaders. Also es gibt natürlich ein Best-Case-Szenario und das ist, dass die USA noch lange genug glaubwürdig die Sicherheit für Europa bereitstellen, dass die Europäer Zeit haben aufzurüsten, ohne in ein Vakuum der Sicherheit zu verfallen. Das schlechteste Szenario, was wir hätten, ist, dass es eine Konfrontation gibt, einen Konflikt gibt und dann klar wird, dass die Amerikaner nicht zur Hilfe kommen. We may say outrageous things here in the United States, but watch, our actions. If we're still, providing our financial support and men in boots on the ground, then, perhaps it's all just, optics. But I do remain optimistic that NATO will not become totally brain dead. Handlungsbedarf gibt es für die NATO auch beim etwas chaotisch organisierten Medientermin in Spanien. Die Kamerateams sitzen mangels Helikopter noch immer auf dem Führungsschiff der spanischen Kriegsmarine fest. Schließlich nimmt das Schiff Kurs Richtung Küste. Und die Journalistinnen und Journalisten werden mit 7 Stunden Verspätung spät abends auf einem Schlauchboot evakuiert. Eine Anekdote, gewiss, aber vielleicht eben doch auch ein Sinnbild für Europas Verteidigungsfähigkeit. Fear of the future is not an excuse for not acting in the present. Ja, und wie sehen Sie das? Muss sich Europa von den USA emanzipieren? Mit einer gemeinsamen europäischen Armee? Vielleicht sogar mit gemeinsamen europäischen Atomwaffen? Oder ist das alles bloß Kriegstreiberei? Schreiben Sie Ihre Meinung in einer E-Mail oder in den sozialen Medien. Das war's von #SFGlobal. Von einem Schiff im Atlantik und aus dem Süden von Spanien. Gefilmt und produziert wie immer von Christina Brun. Die nächste Folge gibt es am 1. Mai. Bis dahin bleiben Sie eigenständig und sicher.